Geht da was? Geht da was? Ich glaub schon, oder? Na, das ist gelungen. Na, ist gelungen. Einfach straight, dass das gelungen ist. 100%ig. Ich hör dich nicht. Guter Witz, Akayo. Da sind wir wieder. Ich hab ein wenig dekoriert, Freunde. Ich hab ein bisschen, ja. Ich hab mir extra die Mühe noch gemacht, dass man ein bisschen da, ne? Mal, da sieht man es auch ein wenig. Da, die Scheißkamera da. Da sieht man es ein wenig. Weil kann, so, ne? Sieht man es vielleicht nicht ganz so. Aber ich hab mir Mühe gegeben. Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Frohe Weihnachten an den Golle. Erst mal vorweg, ja. Ich meine, die Weihnachtsstimmung wird sich in ein paar Minuten sowieso verflüchtigt haben, weil da wird man es blättern. Und zwar vom Allerfeinsten, gell? So, jetzt grüßen wir erst einmal. Wer ist denn überhaupt schon alles da? Es eskaliert schon wieder komplett. Mrs. Gameplay Livonia, merci für dein Follow. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du eine Mrs. bist, ja? Vielen Dank für dein Following. So, wen haben wir jetzt da? An Mr. Motzog, an Mr. Akayo, an Mr. Boxer, an Mr. Ob's ja gut zu der war als erster da. Grüß euch. Einen wunderschönen guten Morgen. So, was haben wir jetzt da? Ein schönes Fleisch. Verziehen hättest du das nicht mehr. Wie, was? Der Wille war da? Ach so, ja. Der Motzog ist zu jeder Zeit mit dem Bannhammer gewappnet, ja. Auch an Weihnachten macht er nicht vor seinem Hello Kitty Hammer halt, ja. Vor zwielichtigen Gestalten, ja. Wobei gestern war er nicht da. Da hat er der Zero mal geschwind seinen Bannhammer geschwungen. Das hat aber auch ganz schnell und ganz einfach funktioniert. Mrs. Kaline, einen wunderschönen guten Morgen. Merci nochmal nachträglich für dein Following. Habe ich off-cam dann gesehen, dass du gefollowt hast. Schön, dass du da bist. So, wie geht's euch denn, Uli? Ich habe mir halt gedacht, jetzt fangen wir ein bisschen eher an, dann haben wir noch so ein bisschen Zeit ein wenig zum Schmatzen in aller Seelenruhe und dann so in etwa 10, 15 Minuten, da werden wir ihm dann nochmal massiv eine, würde ich mal sagen, oder? Da war es zum letzten Mal Klettern vor Weihnachten. Entschuldigung angenommen, Mr. Motzog. Entschuldigung angenommen. So. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, spielen wir mir halt, und wie schon des Öfteren in der Woche angekündigt, spielen wir halt God of War. Ja? Also ich hoffe jetzt natürlich, dass Mr. Price ist auch schon wieder am Start. Mr. Price, einen wunderschönen guten Morgen und auch frohe Weihnachten an dich. Du magst den Dialekt. Du hast schon mal einen Pluspunkt gesammelt. Du kriegst automatisch schon mal einen Plus. Das ist Mrs. Kaline. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich den Phone verloren. Ich habe irgendwas geschmatzt von God of War. Auf alle Fälle spielen wir mir nachher God of War. Ja? Also ich hoffe jetzt einmal, dass es technisch schon so funktioniert, wie man es vorstellt. Aber normalerweise sollte noch nichts dazwischen kommen. Ja? Ich habe vor 3 Tagen oder vor 2 Tagen mal kurz ins Spiel gelunzt, eben um zu schauen, ob das mit OBS und Pipapo, ob das funktioniert. Und dann habe ich Blut geleckt. Ich freue mich jetzt seit der ganzen Woche schon auf das Spiel jetzt. Ja? Also, ich bin gespannt. Dann müsst ihr halt irgendwas haben, hübster, wenn sie aufstehen. Guten Morgen. Ja, mit einem Loch im Knie, dann hopsen's. Frohe Weihnachten auch an dich, mein Freund. Jetzt ist einfach schon Weihnachten. Ich meine, ich verstehe es nicht. Ich hab's gestern gesagt, ich hab so gefühlt, vor 2 Wochen ist Ostern gewesen. Ja, und jetzt ist fucking Weihnachten. Und morgen ist das Jahr vorbei, so mäßig. Denk mir, Mann, das geht so schnell dahin. Naja. Aber was möchtest du machen, gell? Du kannst die Zeit leider nicht aufhalten. Das ist ja nicht mehr so. Sei dein Emote, sag ich schon, dein Gift oder ein Ding in Discord, das ist ein 11 von 10. Da hätte ich direkt lachen müssen. Da hat sogar die Mike geschmunzelt. Bist du gut zu Fuß? Der fängt in der Früh schon das Grätschen an. Merci für deine Stufe 1 Abo. Hab ich dir und willkommen in der Bazi-Gang. Viel Spaß mit den Emotes. Merci dir. Das passt perfekt, das passt wie Faust auf Song. Zu dir, sei. Wie Faust auf... Mach's noch. Mein Segen hast. OBS ist so ein Thema, da meldest du dir mal bei mir, das
dann macht man das. Das kann sich kein Grafiker nicht anschauen. Was habt ihr alle gegen mein OBS? Ich verstehe nicht. Mr. Verb, jetzt fängt der schon an. Mr. Verb, auch an dich. Merci für deine Stufe 1 Abo. Da ist schon ein Sprachfehler drin. Merci für deine Stufe 1 Abo und auch an dich ein herzliches Willkommen an der Bazi Gang. In der Bazi Gang. Viel Spaß mit dir, Mats. Merci. Mag keiner sein mit deinem Fettranz. Das sagst du aber auch gerade, du. Das mag ja jeder sein. Ich ja von Österreich, wir haben ja fast denselben Dialekt. Schon wieder Österreicher. Wie viele Österreicher haben wir denn jetzt da schon? Haben wir schon gefühlt mehr Österreicher wie Bayer. Aber ist ja gut so. Da sind Kugeln, die nicht rund sind, dein Text ist verzogen und so weiter. Das interessiert doch keinen, das ist doch eh gerade heute schon her. Normalerweise schaut ja das dann auch so aus, ja. Ist ja herkömmlich. Ich hab mir gerade einfach irgendwas hingeklatscht. Weil spätestens morgen ist der Rahmen ja sowieso weg. Ist schon klar, dass die Kugeln nicht rund haben. Da habe ich ja gerade ein wenig auseinandergezogen. Das dient ja gerade der zwecks der optischen Aufwertung. Ja? Ist schon klar, dass das nicht richtig ist. Aber wegen einem Tag habe ich da jetzt nicht umeinander geschissen. Österreich ist super, da kann ich nichts Negatives hinzuzufügen. Das ist tatsächlich ja so. Genau, der Wille war da. Oh, da müsste Option gut zu Fuß, sage ich schon. Jetzt Moment einmal. Ah ja, okay. Jetzt passt es Obacht. Wenn, dann macht man das gleich gescheit. Jetzt passt es Obacht. Ich muss jetzt einmal schnell kurz den Namen klauen. Und Mr. Verb. Und Mr. Verb muss ich mir jetzt einmal schnell kurz den Namen klauen. Wo haben wir denn jetzt überhaupt? Rollenverwaltung brauche ich. Grütze, Türken. Wo ist denn das schon wieder jetzt? Kriege ich schon wieder einen Anfall in der Früh. Da, Rollenverwaltung, das ist gut. So. Einfügen. So, der Mr. Verb kriegt einen VIP-Button, weil Gründungsmitglied. So, und wen haben wir jetzt da noch? Da haben wir noch einen. Wer war da noch? Der Mr. Optio gut zu Fuß, meine ich, war das, oder? Ja, war der Mr. Optio gut zu Fuß. Der Mr. Optio gut zu Fuß kriegt natürlich auch einen VIP-Button, weil Gründungsmitglied. Warum kann ich das jetzt nicht kopieren? Ich verstehe die Frage nicht. Ja gut, okay, das kriegen wir jetzt anderweitig. Jetzt passt so Wacht. Hey, Datenschutz und so. Scheiß auf Datenschutz. Scheiß auf den Datenschutz. So, jetzt passt es auf. Option. Gut. Da haben wir noch eh schon. So. Ich hoffe, das passt jetzt. Mr. Optio, schreiben Sie mir bitte eine kurze kleine Nachricht in den Chat, damit ich sehen, ob es funktioniert hat. Das war nett von dir. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Gründungsmitglieder-Spots das noch offen haben, aber ich glaube, da haben wir hübsch Vorhand jetzt. Sehr gut, hat hingehauen. Dann habe ich den richtigen, weil nicht, dass ich irgendeinen so einen Fremden, weil da gibt es mehrere Optionen. Gut zu Fuße. Kann man das also sagen? Ich weiß nicht. Merci für den VIP, ich sage danke. Das war von vornherein klar, die ersten 10 Gründungsmitglieder werden VIP. Sam Kromaik, Habitere, guten Morgen. Alles fit bei dir, schön, dass du einer schaust. Frohe Weihnachten an dich. Mit Grutzi Dirken musst du heutzutage aber auch aufpassen. Das geht mir so am Arsch vorbei. Ich sag das ganz ehrlich, wie es ist. Die Diskussion brauchst du mit mir gar nicht führen. Gestern um 8 Uhr auf die Nacht, wie wir die Werbung so geschaut, wie wir die Nachrichten nachgeschaut haben, da hätt's mir bei Pulsadern zerrissen. Weil ihr seid Hand schon mit dem Gender waren so weit, dass ihr jetzt diskutieren, ob es eine Weihnachtsfrau geben soll. Also man, Gleichberechtigung okay, aber man kann es auch übertreiben. Ja? Aber gut. Anderes Thema, über das reden wir jetzt nicht. Das ist jetzt. Wir haben halt da, um friedlich Spaß zu haben. Ja, ich meine, ob das der Kratos dann auch so sagt, bin ich mir jetzt nicht so sicher mit dem Frieden, aber gut, das ist ein anderes Thema. So. Wie schauen wir denn überhaupt aus? Der Herbert ist auch am Start. Guten Morgen. Ja, lebt mir mal schnell, schneid's wieder alle einer. Darum nehme ich das pfarrerliche Christkind. Den verstehe ich jetzt nicht. Mr. Sideching, den verstehe ich jetzt nicht. Bei uns kommt eh das Christkindl. Ja, abgesehen davon, bei uns kommt das Christkindl. Herbert, habe ich Ehre, alles fit bei dir? Ja. Na, wie gesagt, das war halt gestern im Fernsehen da. Ja, man denkt, ich scheiße an offen. So, Herbert, merci dir für deine 100 Bits. Vielen lieben Dank. So. Ja, wie schauen wir denn aus, Leute? Sollten wir mal eingrätschen in die ganze Geschichte, oder? Was meinst du nicht? Sollte man Kratos von alleine lassen? Begeben wir uns einmal in die griechische Mythologie und feiert man da wegen Weihnachten, oder was?
Habt ihr gut zu Fuß. Merci für deine 50 Bits. Also ich sag schon auf, was das ausläuft. Aha. Herz bloß. Herz auf mit dem. Nein! Herz auf mit dem Scheiß. Was war denn das jetzt? Was war denn das für ein Alert? Was war denn das für ein. Hä? Was war denn das für ein Alert? Herz auf jetzt, das macht's mein komplett. Das macht's mein Streamlabs kaputt. Spinnt's das jetzt? Herz auf jetzt! Sei Ching, merci dir. Was war denn das jetzt? Mozart gave out one community sub. Mozart, merci dir. Ich weiß nicht, ich verstehe die Frage nicht. Was war denn das? Was ist denn ein Community Subgift? Dann mache ich mit Weihnachtsgeschenk. Okay, Tier 3. Herz, Alter, was ist denn los mit euch? Der Leute spinnt sie jetzt. Price, merci dir. Stop it now. Hey, ich weiß schon, dass Weihnachten ist, aber das muss nicht sein. Sei, merci dir. Ich glaube, wir fangen mal halt nicht mit God of War. Ich glaube, das braucht jetzt eine Zeit, bis das einmal rumpelt da jetzt. Leute, merci, sei, merci Price für deine 3 Gifted Subs an die Community. Was, wer hat die jetzt überhaupt gekriegt? Ich verstehe die Frage nicht. Wer hat die jetzt gekriegt? Das war jetzt eigentlich mal eine interessante Frage. Ich sag's nicht. Ich hab keine Ahnung. Oh Mann. God of War ist gut, aber auf. Was bitte? Moin, da warten wir dann. Weihnachten ist da, bringen wir uns miteinander ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Mrs. Semcrowife, da hast du jetzt ein weises Wort gesprochen. Ich glaube, der Sigi, der YBO und der Herbert. Das sei einer gegönnt, auf alle Fälle. Warum sagt ihr das und ich sag das nicht? Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja komplett behindert. Da steht jetzt, ja toll, 3 Community-Sub gibt's, das ist schön, aber ich sage halt nicht, wer es gekriegt hat. Ja, das ist ja vielleicht bescheuert. Twitch macht's das einmal. Das ist ja komplett behindert. Mein die Kartel, die von. Option, merci dir. Leid, Herz auf jetzt, kommt's. Das muss nicht sein. Vielen lieben Dank an alle, die da jetzt so massiv eskalieren, ja? So, jetzt meine ich, sag schon, es hat schon so aktiv, jetzt glaube ich, wird es Zeit, dass wir das Spiel anfangen, ja? Meinst du, die Kartel, die 3 von Price sind. Dort schon der Herbert und der YBO, okay, ja gut. Sehr gut. Herbert, merci dir! Merci für die 100 Bits. Was haben wir denn? Jetzt haben wir schon Level 3. Ich sag das gar nicht erst. Leute, wir spielen jetzt. Hype Train goes Choo-Choo, ja. Das ist der erste in meinem Leben überhaupt. Den hat es nicht einmal beim Kairomon damals gegeben. Aber ist ja wurscht. So, Freunde. Wir haben oder hübsch vollzählig, da jetzt schon fast sagen. So, wir spielen heute, wie ihr es da schon sehen könnt, wir spielen heute God of War. Wir fangen mit God of War Ascension an. Das ist der erste Teil der Saga. Für alle Leute, die das nicht wissen. Es soll Like geben. Wer merci dir für deine 45 Bits? Party 1, Party 1, Party 1. Ja, genau. Okay, Party 1. Mach mal eine Party. Mach mal eine Weihnachtsparty, mach mal. Für alle Leute, die God of War nicht kennen, es soll ja Leute geben, die kennen das nicht. God of War Ascension ist der erste Teil der Saga. Wir spielen in der das Ganze spielt sich in der griechischen Mythologie ab, ja. Also Fantasy, also Leute, die auf Fantasy stehen, werden auf ihren Kosten kommen und Leute, die auf Blut und Gewalt stehen, die werden massiv auf ihren Kosten kommen, weil alles, was an Brutalität irgendwie vorstellbar ist, findet in God of War statt. Zumindest in die originalen oder in die klassischen Teile. God of War Ascension ist eines der klassischen Teile. Ja, und wie schon angesprochen, der erste Teil der Saga. Ich hoffe jetzt, dass das technisch funktioniert, weil wir spielen God of War Ascension über PS Now. PS Now ist ist eigentlich ein Streaming-Dienst. Ja? Da streamst du Spiele. Ich hoffe jetzt einmal, dass das mit der Geschichte da, also mit OBS, dass das funktioniert. Ich gehe aber mal davon aus, weil meine Leitung relativ gut ist. Ja? Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir God of War 3 spielen. Wahrscheinlich. Müssen wir dann schauen. Aber ich bin mal guter Dinge. Ja? Ich werde im Laufe der Zeit immer wieder ein wenig erklären zu der Hintergrundgeschichte. Man erfährt einiges im Spiel. Wenn irgendwas unklar ist, gerade für die Leute, die God of War vielleicht nicht kennen, fragt es einfach nach. Ich versuche es so gut wie es geht zum Erklären oder halt versuche mich so gut wie möglich daran zu erinnern, wie was zusammengehängt ist. Sollte es der Fall sein, dass wir jetzt God of War Ascension, wir werden das auf alle Fälle durchziehen, also nicht heute, aber halt, ne? Und sollte man dann feststellen, dass ihr mehr Bock auf God of War habt, dann spielen wir die anderen 3 Teile auch noch. Das machen wir aber dann davon abhängig, wie es läuft, ja? So viel dazu. Jetzt muss Spotify einmal kurz starten. Dann switchen wir mal. Wobei, ich kann jetzt da vorher erst einmal größer machen. Genau, machen wir es so. Haben wir jetzt einen Ton?
Will ich nicht. So. Nochmal vielen lieben Dank für den massiven Support. Und gerade eben an alle Beteiligten. Ja, vielen Dank. Freut mich narrisch. So. Wo ist jetzt mein Mauszeiger? Jetzt habe ich meinen Mauszeiger verloren. Da ist er. Support massiv wo? Ja, da schaut einmal die Listen an. Da die letzten, weiß ich nicht, die letzten Einträge, das sind die letzten 20 Einträge gefühlt haben nur solche Support-Sachen. Herbert, merci dir. Hype Train Newer auf 3. Ja, da fehlt nicht mehr viel, hab ich's Gefühl. Der Hype Train geht noch 2 Minuten, ja. Ich bin 14 fast. So. Da kommt jetzt gleich ein Intro, da werde ich mal dezent die Schnauze halten, ja? Es schaut zumindest schon mal gut aus. Santa Monica Studio, eines der besten Spielestudios, wenn's mich fragst. Ja? Zumindest was Hack and Slay angeht. Mich darf mal interessieren, ob das noch irgendwer online spielt. Das kann man vielleicht nach dem Spiel ja mal schauen, ob da noch irgendwer drin ist. So. Und jetzt hat es wahrscheinlich Speck gefressen. Ich bin der Weihnachtsmann, also halt du. Also ho, halt die Goschen, du hast das verdient. Sei merci dir. Ja, jetzt haben wir schon fast gedacht, dass sie jetzt Speyer fängt. Voll Wurst. Ja, da müssen wir nochmal von vorne. Das ist mir tatsächlich schon einmal passiert. Aber machen wir es halt nochmal, ist ja wurscht, haben wir auch Zeit. Ist übrigens ein PS3-Titel gewesen, ja? Also wir fahren jetzt grafisch nicht an. Ah, das sage ich jetzt halt. Mozart, merci dir, dass du der Van Hale einen Sub giftest. Warum sage ich das jetzt schon und das andere nicht? Ich verstehe die Frage nicht. Ich kapiere das nicht. Ich check's nicht. Mozart, merci dir. Letzte Spielersitzung wird geschlossen. Ja gut, wir haben noch ein wenig Zeit. Was ist denn das jetzt schon wieder? Was sind denn das für Alerts? Was war jetzt das? Gave out? Was ist denn da? Leute, was ist denn der Unterschied zwischen Community Sub? Ja, ich glaube, wir kommen halt nicht zum Spenden. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Wifi, merci dir. Merci für dein Stufe 1 Abo. Und willkommen in der Bazi. Ich komme mit dem Gerissen nicht mehr nach, weil ich verstehe es nicht. Wifi, merci dir. Willkommen in der Bazi Gang. Jetzt weiß ich nicht, bist du noch Gründungsmitglied? Ich glaube nicht mehr, oder? Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Community Subgift und normaler Subgift? Ich verstehe es nicht. Was ist denn da der Unterschied? Okay, dann muss ich mir die Alerts einrichten. Das sage ich schon kennen. Jetzt hätte ich eigentlich gemeint, ich brauche die ganzen Alerts alle nicht, aber gut, scheinbar brauchen wir es doch. Weihnachtsstress, ja, so kann man es sagen. Gerade, dass ich noch nicht schwitzen anfange. Aber das meine ich dauert auch nicht mehr lang. Normal schenkst einen bestimmten, der Community Subgift ist zufällig. Unter alle Follower. Ah. Okay, ja gut, jetzt wissen wir das auch. PS Now, was ist denn jetzt? Kostet du da mal um da. Hallo, die Leute warten. Hey, wir haben zeitlich ein bisschen. Ja gut, wir haben noch nicht ganz 10, aber hallo. PS Now, bitte tu was. Ja? Okay. Können wir uns darauf einigen? Spiel beginnt in Kürze, das hört sich gut an. Ja gut, okay, ich muss Alerts einrichten. Toll, jetzt hätte ich einmal gemeint, ich habe den ganzen Scheiß endlich fertig. Jetzt kommt es wieder daher. Muss neu stehen. Dann machen wir halt weiter. Nein, stop it! Hört's auf jetzt mit dem Scheiß. Ich möchte spulen. Ich mag Leute zerfetzen. Ich mag's in der Mitte auseinanderschneiden und nicht die ganze Zeit da grüßen müssen. Hört's auf jetzt. Das schafft weit mehr als genug Support für einen Tag. Ich bin nicht einmal eine halbe Stunde live. Ja? Hört's auf mit dem Krampf. Wo soll denn das enden? Dass mir nicht langweilig wird. Mir wird nicht langweilig. Schon allein, weil ich so einen gestörten Haufen da sitzen habe, der wo man da zuschaut. Allein deswegen wird mir schon nicht langweilig. Du hast nur noch 400 Bits oder so. Ja, dann spare dich gefälligst. Gib's jemanden, der wo ein wenig mehr Talent beim Zocken hat als wir mir. Reichtum incoming. Ja, nein. Ich glaube, so weit wird's nicht kommen. Verstehe die Frage nicht. Ja, ich auch nicht. Jetzt haben wir's. Leute, Achtung, Intro. In der Zeit vor den Titanen
den Göttern des Olymps tobte eine erbitterte Schlacht. Der Zorn der Protogonoi der Wesen, die die Erde erschaffen hatten, wütete eine Ewigkeit lang außer Kontrolle. Und aus diesem Zorn, diesem Kriegswahn, entstanden die Furien. Weder Titan noch Gott, Sterbliche oder Schatten. Die Furien unterstanden niemandem. Denn sie waren die Hüter der Ehre, die Vollstrecker der Bestrafung, der Ruin der Verräter. Als Zeus an die Macht gelangte, erkannte er, dass er die Schwester nicht fürchten musste. Die Furien sannen nur bei jenen auf Vergeltung, die sie für schuldig befanden. Der erste dieser Verräter war Aegeon, der Hekatonsche Ehre. Als die Bestie Zeus den Bluteid schwor, nur um den König der Götter dann zu verraten, schritten die Furien rasch zur Tat. Die Schwestern machten unbarmherzig Jagd auf Aegeon, und als sie die Kreatur gefangen hatten, folterten sie erbarmungslos. Denn die Furien fanden, der Tod sei zu gnädig für diesen Eidbrecher. Aegeon, der Hekatonsche Ehre, wurde zum Exempel für alle. Ein besonderes Symbol für diejenigen, die einen Bluteid brechen wollten mit einem Gott. Ja. So schaut's aus, Freunde. Englisch ist viel besser. Ja, das ist schon klar, dass die Originalsprache immer besser ist als wie Deutsch. Aber wir halten es Deutsch, okay? Ist das ein Deal? Können wir mit Deutsch reden? Ja, Deutsch können wir reden, aber mit Deutsch können wir, glaube ich, leben. Ja? Also, kurz zur Erklärung, um was geht's? In diesem Teil geht's um die sogenannten Furien. Ja, das ist jetzt im Intro gut erklärt worden. Die Furien haben weder Gott noch Mensch, also die hängen irgendwo dazwischen drin. Und die sind dafür verantwortlich, um Eide mit einem Gott zu wahren. Ja? Das heißt, wenn du versuchst, einen Eid mit einem Gott zu brechen, dann kriegst du ein Problem mit den 3 Furien. Ja? Wie das jetzt alles zusammenhängt und was jetzt alles passiert, sehen wir in der Hauptstory. Ja? Wir fangen mal ein neues Spiel an. Klar, erstell das Profil. Der Hype-Train ist erst dann gut, wenn OBS hängen bleibt. Ich glaube nicht, dass ich das witzig finden darf. So, wie gesagt, wenn es irgendwelche Fragen gibt, für die Leute, die God of War nicht kennen, bitte einfach in den Chat spammen, ja? Kriegen wir alles irgendwie geregelt. Wie ist denn der Ton? Das ist einmal das Allerwichtigste. Wie jetzt auf Englisch streamen, ich glaube, du spinnst ein wenig. Wie schaut es denn tontechnisch aus? Ist das Spiel laut oder zu leise oder wie auch immer? Ich habe es vorher schon ein wenig obergeregelt, weil das Spiel generell eher sehr laut ist, ja? Aber bis jetzt hat es keine Beanstandungen gegeben. Also soll jetzt eigentlich passen. Da müsste der Verb schreibt passt. Laut und pompastisch, so wie er sagen muss. Gut, okay. Neues Spiel. Einfach, das spielen wir nicht. Das ist für Weicheier. Auf schwer spielen ist aber auch nicht. Ja, es gibt dann noch weitere Schwierigkeitsstufen. Das ist Titan. Wer das macht, weiß ich nicht. Wir spielen es auf normal. Ja? Aufpassen jetzt. Wie war das mit Titan? Ja, genau. Freilich. Ich hab das einmal auf schwer probiert. Leck mich am Arsch, du. Der große General aus Sparta war endlich besiegt, dem Wahnsinn nahe, gefoltert und nicht wissend, wo er sich befand, erkannte der Krieger, dass er gefangen war, wie eine Fliege im Netz der Furien. Niemals, niemals wieder.
Ja, und Kratos hat's quasi erwischt. Hallo, Kratos. Der Depf! Was ist los? Du scheinst verwirrt, Kratos. Kannst du dich nicht mehr an unsere gemeinsame Zeit erinnern? Andererseits wurden wir ja unsanft von meiner Schwester unterbrochen. Alecto hatte schon immer schlechte Manieren. Sie ist eine von den Furien. Übrigens. Keine Sorge, ich bin eine sehr gute Lehrerin für Respekt. Rest in Peace für deinen 50 Zoller. Für das, was du geraubt hast, schulde ich dir das hier. Ich sag einmal so, das Spiel eskaliert relativ schnell. Ist das alles, was du zu bieten hast? Chronologisch gesehen ist es der erste Modzok. Es ist die Vorgeschichte. Gefängnis der verdammten Freunde. Kein Sterblicher wird dich vernichten. Price, das war genau der Hintergedanke. Anders, weil Ares dich erwählt hat. Aber du bist gar nicht. Na, das ist das vorletzte, was gekommen ist. Du bist ein wertloser Sterblicher. Oh, das ist aber keine nette Aussage. Ares ist ein Narr, dich zurückzuwollen. Ja, das erste zockt man vielleicht, je nachdem wie es ankommt. So. Wie gesagt, God of War nimmt halt, was Brutalität angeht, Du nie. kein Blatt vor dem Mund. Die musikalische Untermalung von dem Spiel oder generell von den God of War Spiele ist übrigens eine 11 von 10, ja? Sei einmal kurz angemerkt. So, dann gibt's rote Orbs, die kriegst du von sämtlichsten Gegner eigentlich. Mit denen Orbs kannst du später deine Waffen verbessern, ja? Aufzeichnung des Schreibers des Hekatonchien. Jede Nacht kommen sie in meine Zelle und tun Unaussprechliches. Megeras Parasiten, ich kann sie nicht loswerden. God of War 3 Remastered habe ich noch hübsch im Kopf und es war geil. God of War 3 ist ein richtig geiles Spiel. Mr. Boxer hat Bock auf alle Titel von God of War. Ja, schauen wir mal. Ja, der Parasit hat eingekickt. Oder eingekickt.
kämpfst wie ein Athener. Ja, mit Kipferl ab. Habe ich gesagt, dass God of War brutal ist? Ja. Na, ganz entspannt. Ja, das geht nur. Du bist nur ein Sterblicher. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, sagst du jetzt. Also, mal so das, Freiheit wirst du nur dein Ende finden. sagen wir so, das Spiel lebt viel von Kämpfer, sagen wir es mal so. Ich bin unschuldig. Die Götter geben mich auf. Wir sind alle unschuldig. Halt den Mund. Er ist infiziert. Wir sind alle infiziert. Also es gibt natürlich, es gibt rote Orbs, grüne Orbs und blaue Orbs. Also die roten braucht man, wie gesagt, später mal, dass man, oder halt mit der Zeit, dass man quasi seine Waffen, die kann man da aufwerten. Da lernst du dann auch neue Angriffe mehr oder weniger. Die grünen Orbs quasi füllen unsere Gesundheit wieder auf. Und blaue Orbs, das kommt erst später, das ist praktisch für unsere Magie. Also wir können dann später auch so gewisse magische Angriffe nutzen, ja. Also es gibt 3 verschiedene Farben und jede Farbe hat jetzt seinen eigenen Zweck, sage ich mal. So. Aufzeichnung des Schreibers des Hekatonscheren. Ein Gotteseid ist leicht geschworen und kann nicht so leicht gebrochen werden. Die Furien haben ihre eigene Ansicht von richtig und falsch. Oh, ich war ja schon mal angeschmatzt. Tipps können... Achso. Okay. Du wirst sehen, wie wir hier mit den Eidbrechern umgehen. Multischlagwaffe, die beim Abwerfen Gegner betäuben kann. Das ist Schwert, ja, das haben wir vorher schon mal gemacht. Artschilds mit den Waffen. Es wird Zeit, dass du den Tod findest. Die Geburt von Brian. Die wahre Bedeutung von Weihnachten und ich bei God of War. Tolle Sache. Mal sehen, wie du mit den Hekatonscheren fertig wirst. Ich sag einmal so, wenn ich an die Frauen, an die weiblichen Zuschauer, wenn ich einmal fliegen aus den TVs kommen, dann müsst ihr bitte zum Doktor gehen, gell? Ganz wichtig. Und ja, in dem Spiel gibt es auch massive Bosse.
Gibt's überhaupt ein Weihnachtsspiel? Gibt's bestimmt. Ja, hau ich Birner so salzig, dass du sagst, gibt's das. Oder eher mir. Lebt mir was. Sehr. So, Achtung, Kopfnuss. Oh, das war knapp. Strategischer Aufbausimulator Christbaum. Sei, du bist so blöd. Du kannst uns nicht besiegen. Strategischer Aufbausimulator. Ich bin Christbaum. Du glaubst, der braucht meine Fresse. Du glaubst, der braucht der Pfluster. Ich glaub, dass der wegen mir braucht, der Pfluster. Ihr merkt schon, also an alle Neulinge, vielleicht vor allem an die Mrs. Samcrowife, du merkst, God of War ist sehr, sehr brutal. Ja? Es lebt davon, es sehr, sehr extrem darzustellen. Ja? Also alles, was im Endeffekt kannst du merken, alles, was ein Kratos vor die Flinte läuft, geht meistens danach nicht so aus, wie der reingegangen ist. Ein Hello Kitty Pflaster. Mindestens. Oder Titel. Swife ist auch brutal. Aufzeichnung eines Schreibers des Hekatonchiren. Der Sohn der Furienkönigin kam heute Nacht zur Welt. Ist er der Gezeichnete der Prophezeiung? Warum betrachtet sein Vater dieses noch so junge Geschäft bereits als Enttäuschung? Da bist du eigentlich auch gestraft. Ich muss halt sagen, für damals PS3-Verhältnisse war das Spiel echt brutal hübsch, was die Grafik angeht, ja. So, das darf man nicht vergessen, das ist kein modernes Spiel nicht. Das Spiel hat mittlerweile über 10 Jahre auf dem, oder, nein, noch nicht ganz 10 Jahre auf dem Bugel. Ja, 8, glaube ich, hat es jetzt. Genau, weil für ewig Friede, Freude, Eierkuchen geht halt auch nicht. Manchmal muss einmal auf den Tisch gehauen werden. Das ist jetzt upscaled, ja. Durch PS Now
durch PS Now wird natürlich das Spiel so gut wie es geht ein bisschen aufgehübscht, ja. Auch der erste und der zweite Teil schauen ein bisschen schöner aus wie damals. Ja, das natürlich schon. Meine Schwestern sind zu sanft zu dir. Scheiß auf sanft. Ja, der hat's auch hinter sich da in seinem Käfig. Da hat sich der Gockelmann einmal dezent drum gekümmert. Was war jetzt das nochmal? Ach ja, okay. Da haben wir Orbs, ist gut. Mehr Orbs, mehr gut. Ja genau, und jetzt kommen die Gegner da raus. Den Speer her, mach den Speer rum. Einfach mal einen Mülleimer weggeworfen, sehr gut. Ist der Rinneps Game? Oh, da blinkt was? Okay, und jetzt? Wie auch immer. So. Füllen wir Gesundheit einmal ein wenig auf. Also nur kurz zur Erklärung, das jetzt ist sozusagen das Level, was wir da jetzt spielen. Das ist praktisch so eine Art Zeitsprung. Also wir kommen später in eine... Oder was heißt später? Wir kommen nachher in einen Punkt, wo dann quasi erklärt wird, wie er da überhaupt hingekommen ist. Ja? Das ist jetzt praktisch mehr oder weniger das Tutorial-Level, sozusagen. Ich verhätschle dich nicht so wie meine Schwestern. Er trägt ein ganz seltsames Zeichen. Er ist der eine! Er wird uns von den Furien befreien! Er ist verflucht! Bleibt weg! Ja, zum Durchschnaufen ist nicht für ihn oder wo. Durchschnauber, was ist das? Ja, das kennt der Kratos auch nicht. So, mehr Gegner. Mehr Gegner haben mehr gut. Hab ich mal gehört. Diese Wörter sind in deinem Wortschatz nicht vorhanden. Ja, wenigstens hast du es auf Englisch vorhanden. Das ist ja schon mal was. Da kann man aufbauen drauf. Wir
Missgeber. Ja, das haben wir... Okay, das war ein wenig zu voreilig. Das waren wir schon fast ein wenig zu viel Gegner. Weg! Auf Wiederschauen. Gut. Abskiert. Jetzt hätten wir das Hosal vom Kratos. Das Wachhäuschen. Ja, da haben wir Waffen, okay. Da blinkt was. Kurbel ziehen, loslassen. Achso, okay. Okay, was passiert da jetzt? Nix. Okay. Oh, da mag ich... Ah, da ist ein Hebi. Ah. Sei halt! Es weiß keiner so genau, mit was für einer Hand der sich das abwischt. Der hat ein wenig zwei von den Händen. Achso, jetzt macht die Kurve da hinten Sinn, okay. Achso, ja, weil jetzt kann man... Okay. Ist da oben der Hagel drauf. Ja, ist mal klar. Ladies and Gentlemen, ein Zyklop. Aber... Der hat einen Schnitzelklopfer, das ist unfair. Bitte, der hält bei ganz schön was aus, hier leckt mich am Arsch. Ah, jetzt halt. Ach stimmt, die kann man reiten. Oh geil, wie ist denn das? Gibt's Gulasch? Ja! Habe ich übrigens erwähnt, dass God of War brutal ist? Ren Hill, ich grüße dich, hello. Merry Christmas. Die ist übrigens Amerikanerin. Zyklop, aka, was? Nudelaugmonster. Oder halb blinder Berg. So. Schön, wenn man an Weihnachten so einen Zyklopen sagt, wo einem die rein rausfallen. Weidinger, du hast echt Sinn für Humor. An Weihnachten so spät zum Spielen. Aber war ja langweilig. Ist aber was anderes, wie ob das ganze, weißt du schon, das ganze freundliche Zeug an Weihnachten. Man muss einmal aus der Reihe tanzen können. Gelobt sei der Olymp!
Ich bin frei! Du hast aber einen guten Glauben. Ach stimmt, das glaube ich ist dann der Online-Charakter, oder? Also jetzt hat er schon 2 Bratzen, ja toll. Au. Ah, schnell senken mal das Vier, wenn es senken, so schneit's. Da hat man sich direkt selber bratzen weh. Aber. Oha, der macht ganz schön Schaden, der Busch. Kleine Fleischwunden, ja. Für den vielleicht schon, ja. Ich glaube, der ist nicht amused, was ich da mit ihm treibe. Mich darf mal interessieren, wenn man dem Ding da ausweicht. Es klar gefickert so. Ja, letztes Jahr war es Among Us, heute ist God of War. So ändert sich alles. Och's Mai zu, du hast einen Unfall. Aua. Ja, ich glaube jetzt glaube ich, ja, jetzt ist er am Arsch. Also wenn er jetzt nicht hieß, dann weiß ich es noch auch nicht mehr. Aber vielleicht bin ich aber jetzt ja hier. Ich weiß nicht.
Keine Ahnung, wie er das überlebt hat, aber gut, okay, nehmen wir mit. Infizierte Hand des Aegeon. Infiziert von Megeras Parasiten ist diese Gliedmaße nun von ihrem Herrn getrennt. Ja, das meine stört ihn nicht. Das stört ihn nicht wirklich so viel Gliedmaßen wie der hat. So. Na, das ist versperrt, okay. Ah, ja, genau. Das ist jetzt übrigens, ja, mehr oder weniger so unser Inventar. Also, das wird im Laufe der Geschichte, kriegen wir da immer wieder mal ein wenig etwas dazu. An Waffen und Zauber. Und mit den Orbs, wie ich vorher angesprochen habt, kann man halt jetzt praktisch zum Beispiel die Klinge da aufwerten. Da steht dann praktisch links unten, wie viele Orbs das man jetzt benötigt, um die Waffe auf die nächste Stufen zu bringen. Und rechts oben, da seht ihr jetzt, wie viele Orbs ich unter anderem habe. Also in dem Fall 3158. Das heißt, ich kann jetzt die Waffen auf jeden Fall schon mal auf die nächste Stufen bringen. Da seht man halt dann, was ich halt neu kriege. Also ich kriege jetzt neue Angriffe, Rache des Spartaners. Das ist, wenn ich halt eine gewisse Tastenkombination halt einfach drücke, in dem Fall L1 und X. Zorneszyklon, Viereck halten und Zorneszyklon in der Luft, Viereck halten in der Luft. Ja? Und oben rechts zeigt es zudem noch zwei Symbole, das sind ein mit Zyklopenaugen und Phönixfedern. Für die Zyklopenaugen, wenn man da 5 sammelt, glaube ich, erhöht sich die Gesundheit. Also da wird dann der Gesundheitsbalken ein bisschen länger. Und für die Phönixfedern, meine ich, erhöht sich die Magie, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie so ist das gewesen. Genau. God of War 1 war für die PS2, oder? Ja. Das war damals ein PS2-Spiel. War noch was? Aegeon, der Hekatonschire. Er brach als erster den Bluteid. Die Furien quälten ihn und formten aus seinem Fleisch und seinen Knochen das dunkle Gefängnis. Toll. Also wenn er mal aus irgendeiner ein Gefängnis baut, dann habt ihr Scheiße gemacht. Ja, gibt's. Es gibt alles für einen Emulator. Oder du besorgst der PS4 und spielst es im PS Now. Geht auch, das ist nämlich im PS Now mit drin. Das ist ein Ende. Stimmt, es geht auch kostenlos. Also wie gesagt, kannst du mal mit mir zusammenschmerzen, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Okay, das schaut, das auf der linken Seite schaut verdächtig aus. Da meine ich, gibt's was. Sag ich doch, dass da was gibt. Hä, wie kommt man da rauf? Hallo? Ich mag da rauf! Danke. Also wie gesagt, die Möglichkeit besteht. So oder so. Ja, und jetzt? Ah ja, das war so klar. Es soll übrigens auch Leute geben, die so ein Spiel no-hitten, ja? Aber zwar jetzt müsstet ihr mal schauen, ob es sowas in YouTube gibt, aber da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also jetzt müssen wir die Bratzen da weg, da, okay. Das kommt im Laufe des Spiels, oder generell bei den God of War Teilen ist das so ja,
wie sage ich denn, das ist generell bei den God of War Teilen üblich, dass man vor allem zwischendrin einmal Rätsel machen muss. Ja? Also das hat so ein bisschen auch was von sage ich mal, von Tomb Raider, was das angeht. Ja? Es war natürlich nicht 1:1 das gleiche, aber es ist auch mit Rätselpassagen bestückt. Hin und wieder mal. Ja, da kommen jetzt bestimmt wieder Gegner. Weil warum eigentlich nicht? Meine Geduld ist am Ende. Ja gut, oder so. Ah, das ist eine Kletterpassage, okay. Oh, das ist aber eng hier, du leck mich am Arsch. Boah, leck, das geht sehr eng hier. Noch knapper muss es nicht sein. Haben wir da? Aufzeichnung des Schreibers des Hekatonchi. Er ist der erste Verräter und wurde zu unserer Unterkunft. Die Mauern, sie atmen. Der Hekatonchi-Irre ist der Ursprung dieses Irrsinns. Jeder Eidbrecher wird gequält. Give me God of War. Passt, nennen sie der Run, okay. Also da musst du ja auch wirklich geschubst sein, wenn du das hitless machst, das ganze Spiel. Ja, und er ist die arme Gestalt, der wo als erstes meint hat, er muss ein Eid mit einem Gott brechen. Dann schauen wir ungefähr so aus. Ist das Kratos? Oh, die Götter belohnen uns. Ruhm sei Eros. Er hat uns einen Streiter geschickt. Komm, Streiter, zeig mir deine Stärke. Ja, das Spiel ist unzensiert. Nein, mir. Press F für die unter 18-Jährigen, die wohl zur Zeit in der Hosen haben. Die sind gar nichts. Komm mit mir. Und Ist ich Teil des zeige Spiels, dir, kann ich was nichts dafür. Freuden sind. Er gehört mir. Ich werde mich darum kümmern. Jetzt wird schon da kann ja wirklich nichts dazu. Okay, das du. Oh, leck mich am Arsch, du Wulz. Da kriegst du eine Flinge ins Gesicht. Maispeer, her damit. Hä, ist der jetzt weg oder was? Du hast mir zum letzten
Spartaner! Die können auch alles mit denen machen, oder? Er ist jetzt der Endgegner, oder was? Ziemlich große Klappe. Ah, da müssen wir hin. Haha. Ah, ich habe aber so das Gefühl, dass das ein wenig eine enge Geschichte wird da jetzt. Ja, ich habe schon verstanden, dass man die Bratzen da weg tun muss. Aber wenn das Geficker jetzt da mal abhauen hat, dann wird es viel einfacher. Ja, okay. Ja, das ist gar nicht so ohne, weil die ganzen Gegner, die hindern mir einfach permanent daran, dass ich das Ding angreife. Okay, probieren wir nochmal. Ah, jetzt nervt's mich mit am scheiß Schwert. Ah, jetzt erst. Okay. Ah, stirbt der jetzt einmal? Das ist aber, jetzt ist der schon zum 3. Mal da. Ja, gelungen.
Also ich möchte auch nicht dem Kratos seiner Haut stecken, was der Stress hat. Aber die Kämpfe werden geil inszeniert, das muss man schon sagen. Frisst das eigene Hand. Okay, wenn es schmeckt. Ja, die ist am Arsch. Nichts als die vor ihm liegende Aufgabe im Sinn, bemühte sich Kratos, sich an die Wochen vor seiner Gefangenschaft zu erinnern, die Zeit, da er loszog, seinen Bund mit Ares zu brechen, dem Kriegsgott. So, jetzt passiert eigentlich die eigentliche Geschichte. Dein Geist ist verwirrt. Doch dein Können ist immer noch beispiellos. Willst du etwas von mir? Jawohl. Aber so führt man keine Unterhaltung. Ich sehe das anders. Du hast keinen Grund mir zu trauen, Spartaner. Doch bitte ich dich, es zu versuchen. Deine Gedanken sind nicht die deinen, aber ich kann dir helfen. Ich glaube, die gehören dir. Du wirst hiermit deinen Geist beruhigen, Kratos. Lass dich nicht von Illusionen täuschen. Haben die Visionen aufgehört? Ich sehe nur dich. Gut. Diese Fähigkeit wirst du auf deinem Weg brauchen. Welcher Weg wäre das? Der Weg in die Freiheit, Kratos. Freiheit. Ja, Freiheit. Freiheit von den Furien, die dich in Ares Namen unablässig verfolgen. Und letztendlich Freiheit von deinem Bund mit dem Gott des Krieges selbst. Den Eid brechen mit einem Gott. Nun, es ist ganz offensichtlich nicht mein Geist, um den es sich zu sorgen gilt. Ihretwegen schwankst du zwischen Klarheit und Illusion von jetzt auf gleich. Ist das ein Leben für einen großen Krieger? Die Furien sind nah. Sie dürfen nicht wissen, dass ich mit dir rede. Ich locke sie weg. Die Wahrheit wartet auf dich in Delphi, Kratos. Geh zum Orakel. Genau, so, mal kurz zur Erklärung. Also, was ist denn jetzt eigentlich Sache? Der Kratos möchte einen Eid mit einem Gott brechen, und zwar mit dem Kriegsgott Ares. Warum möchte er das tun? Das, was ich jetzt sage, erfahrt man eigentlich dann erst im offiziellen ersten Teil von God of War, also in God of War 1. Der Vollständigkeit halber, damit es keine Verwirrung nicht gibt, erkläre ich es aber. Also, was ist Sache? Der Kratos hat einen Eid mit dem Ares geschlossen sozusagen,
Und zwar war das ja so, der war in einer Schlacht, also der Kratos ist praktisch ein spartanischer General, also von der Armee Spartas ist er quasi eine ziemlich hohe Nummer, wie man wahrscheinlich unschwer an seine Kampfkünste erkennen kann. So, und da ist er kurz vor einer Niederlage gestanden und dann hat er zum Kriegsgott Ares gebetet und hat gesagt, Ares, gib mir bitte die Kraft, meine Feinde zu zerschmettern und dann dafür werde er ewig dienen. Ja? Ares hat das gehört, Ares hat sich gedacht, der Kratos ist ein fähiger Krieger, den kann ich brauchen. Machen wir halt. Ja? Der Kratos hat zwar die Schlacht gewonnen, aber, und jetzt kommt das große Aber, in dem Gebiet, wo diese Schlacht stattgefunden hat, ja, war auch seine Familie, also sprich seine Frau und sein Kind. Und in dem Wahn, den er durch den Ares-Code hat er auch seine Frau und sein Kind abgeschlachtet. Ja, das hat er aber erst im Nachhinein wirklich gespannt, dass er eigentlich seine Familie umgebracht hat. Er hat es nicht absichtlich da, sondern er war halt einfach im Rausch, im Kriegsrausch sozusagen. Und für das macht er natürlich an Ares verantwortlich. So, und natürlich hat jetzt der Kratos keinen Bock mehr, an Ares zu dienen. Und genau deswegen möchte er den Eid mit dem Kriegsgott brechen. Deswegen haben er die Furien hinter ihm her. Ja? Nur mal der Vollständigkeit halber, damit einmal jeder weiß, was jetzt eigentlich die Basissituation vom Kratos ist. Wie gesagt, das wurde eigentlich im God of War 1 wurde das, glaube ich, sogar noch mal relativ gut erklärt, wieso, weshalb, warum. Aber da ja das Spiel später gekommen ist als God of War 1, erkläre ich es jetzt einfach nur mal, ja. So, an der Stelle, Leute, wie gefällt es eng bis jetzt, ja? Ist das jetzt Apps, wo sie sagt, hey ja, God of War, kenne ich jetzt vielleicht noch nicht, ist zwar ein wenig rustikal, aber gefällt mir? Oder ist eher Apps, wo sie sagt, ja, hätte mir jetzt vielleicht ein wenig anders vorgestellt? Gebt mir gerne mal ein Feedback dazu, ja? In der Zeit, wo ihr jetzt mal überlegt, was ihr jetzt schreibt, hol mir schnell kurz was zum Trinken, keine Sorge, wir streamen noch mindestens eine Stunde weiter, ja? Also wir spielen wir schon nur ein wenig, so ist es jetzt nicht. Bis dahin, überlegt euch mal, wie das Spiel jetzt bisher taugt und ob es Potenzial hat, dass wir da vielleicht einmal ein wenig tiefer gehen, dass wir das Spiel vielleicht, dass wir vielleicht die ganze Saga spielen. Ja? Also, bis gleich. Ich hol mir nur schnell was zum Trinken, bin gleich wieder da. So. Da bin ich wieder. So, was ist jetzt? Ein Verb taugt's, ein Boxer taugt's, dann Mrs. Samcrive taugt's, ein Preis taugt's. Also gehe ich mal davon aus, das Spiel hat Potenzial, dass man da weiterspielt. Und dass man vielleicht auch dann nochmal die anderen Teile, also sprich die komplette Saga spielen. Aber da reden wir mal, wenn es einmal so weit ist, wenn wir mal die genaue Überlegung machen müssen. Aber grundsätzlich freut es mich schon mal, dass es God of War addicted hat. Ja? In diesem Sinne, Leute, erst einmal Prost auf euch, merci fürs Dasein, merci fürs Zuschauen, freut mich, dass ihr mal wieder irgendeinen Wahnsinn anhört da mit mir. Genau, und cheers. Gottgeschnetzeltes I like, sehr gut. Sei, ist das dein Scheiß Ernst? Jetzt muss ich wieder umrennen, jetzt muss ich mir ein Glasl holen. Aber gut, so jetzt haben alles mehr einschenken. Wenn der Sei das macht, dann kriegt er das. Jetzt muss ich halt aber noch mehr ausrußen, weil jetzt haben wir nämlich kein Glasl mitgenommen. Aber gut, Moment. Haben wir gleich. Der Mr. Sai-Ching möchte ASMR einschenken, dann kriegt er ASMR. Also ich werde mir jetzt wahrscheinlich gerade massiv anders anhören, weil ich habe jetzt nämlich gerade den Filter von meinem Mikro ausgeschaltet. Also jetzt hört man das Ganze nämlich nicht.
Ja, wie mache ich jetzt das ein bisschen? Jetzt pass auf, wo ist ein Wavelink? Es darf jetzt außer mir nichts mehr hören, ist das richtig? Normalerweise schon. So. Du bist gerade aufgewacht, sorry, warum, du warst doch vorher schon da, ich verstehe die Frage nicht. So, ich hört jetzt nur noch meine Stimme. Normalerweise. Ja? Also, Cheers für Mr. Seijing, ich hoffe, das funktioniert jetzt, aber normalerweise schon. Achtung. Ich hoffe, man hat's gehört. Mr. Seijing, aber normalerweise müsste das funktioniert haben. Merci fürs Einlösen. ASMR einschenken. Was haben wir da eigentlich denkt dabei? Ich weiß es auch nicht. So. Jetzt tue ich mal ganz schnell meine Filter wieder rein. So, speichere ich mal auch wieder rein. Ja, Impfung kickt. Auwe. Hat man schön und klar gehört, jetzt hast du einen Durst. Sehr gut. Genau das war der Sinn und Zweck der Sache. So. Ich hoffe, ich habe heute die große Blodern dabei, weil sonst muss ich noch zum Bisseln rein. Aber gut, das hält man schon aus. So, weiter geht's, Freunde. Spielen wir noch ein wenig weiter, schnitzelt man noch ein wenig dahin. Also, wo wir jetzt haben, sagt es das jetzt überhaupt? Ja. Da, wo wir jetzt haben, ist eigentlich der Beginn des Spiels. Das vorher, gerade jetzt, das ganze Knorratz, was wir da gemacht haben, war eigentlich mehr oder weniger das Tutorial-Level. Ja? So. Schauen wir mal. Es lohnt sich immer, sich umzuschauen, weil es kann irgendwo versteckte Truhen sein oder versteckte Gegenstände. Ist nie verkehrt, wenn man sich ein wenig umlurt. So, wir müssen jetzt ein gewisses Orakel aufsuchen. Ein Orakel, ich glaube in Delphi, meine heißt das. Oder vorher gesagt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das Dorf Kira. Oder haben wir einen Hammer? Mehr Hammer ist mehr gut. Okay, ist eine Keule, aber das ist dasselbe. Schwingen und Schockwelle, okay. Starke Waffe, die manchmal Gegner entwaffnen kann. Der Meinungsverstärker aus der griechischen Mythologie. Aha, da haben wir Orbs, das ist gut. Was haben wir denn jetzt? 1450, ja, das klingt noch nicht. Ah, und dann gibt es noch weiße Truhen. Und das ist jetzt das, was ich vorher mal erklärt habe. Da haben in der Regel Zyklopenaugen oder Phönixfedern drin. Genau. Man braucht 5 Stück jeweils. Und da steht es dann, Sie haben eine Phönixfeder erhalten, sammeln Sie 5, um die Magieanzeige zu erhöhen. Ja? Und da müsste dann nachher ein riesiger Zyklopenauge drin sein. Ein Gorgonenauge, sowas. Sammeln Sie 5, um Ihre Gesundheit insgesamt zu erhöhen. Genau, die haben in den weißen Truhen drin. War noch was? Ah, da habe ich vorher schon geschaut, okay. Ein Elefant. Oh ja, das weiß ich noch, der wird auch auf ziemlich brutale Art und Weise umgebracht. Im Griff Viereck und Dreieck angreifen, okay. Ich schieße einen Hund auf, da gehst du her. Ah, da kommt noch ein zweiter, ja, sauber. Waren echt Zweikämmer? Ernsthaft?
Außer mit der Hirnmasse. Moloch-Tötung. Eine Moloch so zu töten, bringt immer Gesundheitsorb sein. Das ist gut für uns. Ja, frohe Weihnachten an der Stelle, oder? So, das meine ich jetzt, glaube ich, sogar so ziemlich das erste Rätsel. Aber ist nicht sonderlich schwer. Also da haben wir auf alle Fälle einen Gegenstand, den wir schirmen können. Okay, der muss dann da oben und dann wahrscheinlich da um. Nee, das ist richtig. Kann man da die Tiere rein? Ja, kann man nicht. Okay. Und der muss da hin, wahrscheinlich irgendwo. Ah, der muss da um. Ja, okay, sehe schon. Das ist doch nicht umsonst. Ja, scheinbar doch. Ja, gut, okay. Dann holen wir uns einmal schnell den... Was, da geht's einer? Ja, aber da gibt's nichts zum Holen. Okay. Holen wir uns einmal den komischen Ding da, den Klotz, sag ich jetzt einmal. Was liegt denn da drin? Ein Stier verfallt da, oder was? Ah, da ist er. Ah, da schau her, da ist was. Mehr Orbs sind mehr gut. Okay. Hinter mir. Ach, da ist er vor. Ah, ja. Seh schon. Praktisch da hier, oder was? Da muss man. Achso, warte, das kann natürlich auch sein, dass man den da umschieben muss. Moment einmal. Oh. Schauen wir schnell nach hinten, weil da war nämlich, glaube ich, ein Heavy. Wenn ich alles täuscht. Ah, ja. Jetzt nur die Frage, was macht der? Wenn das eine weiße Truhe, sage ich gerade so aus dem Augenwinkel raus. Was der jetzt macht. Ah! Okay, da ist ein Seil gespannt worden jetzt, okay. So, man hat 2 Gorgonenaugen, sehr gut. Ja gut, dann hätten wir im Endeffekt jetzt den stehen lassen können. Aber gleich wird's einfacher. Aha, da stinkt schon wieder noch ein Gegner. Schnellfeuer-Distanzwaffe, die Wurfanzahl ist begrenzt. Ja gut, das wissen wir ja. Ist da noch irgendetwas? Na, okay.
dann halt nicht. Na, da ist ein Gockelmann da oben. Was tut da so komisch? Ah ja. Mal einer. Zeigt mir übrigens immer ganz schön an so einer Tier, die wo schon halber kaputt ist. Da kann man immer einige. Das ist da nichts mehr, oder? Nein, okay. BB Mozart, warst du weg? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Für die, die die Wahrheit suchen, besitzt Ares Feuer keine Kraft. Ah, ja, stimmt. Da war's. Genau, stimmt. Da hat man 3 Elemente, glaube ich, gekriegt. Insgesamt. Oh, mehr Schoki ist mehr gut. Feuer des Ares. Entfesseln Sie Ihren Zorn und betäuben Sie Gegner in der Nähe mit Ares Feuer. Das Entzünden von Gegnern erzeugt goldene Orbs. Okay, es gibt scheinbar auch goldene Orbs, aber ich weiß nicht, was die machen. R3, L und R3 gleichzeitig Drucker gegen Gegner einsetzen. Okay. Achso, das ist dann praktisch... Ah, okay. Ja, passt schon, Mozart. Kein Stress. Alles gut. Renn dich nicht. Magie entfesseln. Ja genau, da geht nämlich der blaue Balken nieder. Ich mag auch noch die Schoki verteilen, ja, das war ganz, gut, wobei momentan bin ich froh, wenn man keiner Schokolade bringt, weil ich, was ich jetzt die nächsten 3 Tage wieder fressen wird, das wird eh wieder, das gelangt eigentlich wieder fürs ganze Jahr. So gesehen. So, jetzt passt so. Wir haben ja jetzt die erste Waffenverzauberung freigeschaltet, und zwar ist das Feuer von Ares. Ja, ich kann mich jetzt erinnern, da gibt es dann noch, jetzt pass auf, da gibt es das Feuer vom Ares, dann gibt es da was vom Poseidon, vom Hades und vom Zeus. Ich glaube, es gibt insgesamt 4 verschiedene Elemente. Glaube ich, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und das Feuer von Ares ist eines davon. Ja? Also du kannst dann die Waffen dementsprechend mit einem gewissen Element verzaubern. Aber das wird dann später, glaube ich, nur mal genauer erklärt. So, Beschreibung. Entfesseln Sie Ihren Zorn und betäuben Sie Gegner in der Nähe mit Ares Feuer. Das Entzünden von Gegnern erzeugt goldene Orbs, okay? Beim nächsten Level, das hat 3 Stufen. Schaltet man einen Spezialangriff frei, L1 und Viereck. Was wir uns eigentlich überlegen könnten. Und was haben wir da? Nächstes Level 3. Combo verbesserten Werfer und erhöhten Schaden freischalten. Okay. Wie viel braucht das? 5. Das braucht 5000 Orbs. Are you kidding me? Ja, gut, müssen wir uns anschauen. So, jetzt aber. Ja, dann hau da dein Schokolade mehr rein. Das zeigt mir ja ganz schön, weil die Klinge ist nämlich jetzt mit Flammen umhüllt.
Und da gibt es, wie gesagt, später nur 3 verschiedene Elemente. Oh, was haben wir da? Botschaft eines Einwohners von Kira. Selbst die Götter des Olymps können uns nicht vor uns selbst retten. Das Schicksal unserer Stadt hängt von einem Krieger ab. Ja, das bin ich. Offensichtlich. Oh, Gockelmann. Ah, da hinten haben 2 Kisten. Ja, das stinkt noch ein Gegner. Ah, da oben ist eine geheime Kisten. Oh! Ja, ist zwar jetzt mal auf den Sack. Ist mir jetzt weg. Ja, jetzt bist du fällig, Charlie. Was davor? So, Preisfrage. Wie kommen wir denn jetzt da auf? Kann man sich da einfach festhalten? Ah ja, okay. Mal Orbs. Und eine geheime Truhe. 3 Gorgonenaugen, sehr gut. Irgendwie findet man gefühlt mehr Gorgonen, nicht nur gefühlt, man findet tatsächlich mehr Gorgonen als, also Gorgonenaugen als Phönixfedern. Es war tatsächlich ein bisschen Gesundheit nicht schlecht, wenn du mich fragst. Okay. Schleuder, setzt eine Energieladung frei, die sich an deine Gene heftet und explodiert. Ja, das ist gut. Ja, Ruder drum. Alter, die Harpien, die haben mich schon immer genervt. So, da kann man außen rumrennen, oh gut. Dann gibt es natürlich Truhen, die wechseln. Also da kann man sich praktisch aussuchen, was man auffüllt. Wir haben jetzt ohnehin nur eine Magieladung, also nehmen wir auf alle Fälle Gesundheit. Schauen wir wieder voll. Sehr gut. Ist da sonst noch irgendwas? Schaut nicht so aus, oder? Nö. Der Kratos ist natürlich auch so Allrounder, der kann alles. Der kann klettern, der kann schwimmen, der kann tauchen, der kann kämpfen, der kann was weiß der Teufel was alles. Wahrscheinlich kann er kochen auch noch, weiß ich nicht. Bin mir allerdings nicht sicher, ob
ob ich mir von Kratos bekochen lassen wollen würde. Ich glaube eher nicht. Weil wer weiß, was da alles drin ist. Mit Sicherheit. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es in der Zeitrechnung schon glatt gegeben hat, aber möglich wär's. Aber... Wird aber nicht fair aus. Dann haben zwei rote Truhen. Schokolade gibt es seit 1500 vor Christus. Und wann spricht griechische Mythologie? Das war ja weit vor Christus nicht mehr mal, oder? Hä? Wie kommt man da jetzt hin? Na gut, müssen wir rausfinden. Ah, so kommt man da hier. Ja gut, okay. Das Rall hat auch schon mal besser nicht zeigen gesehen, wenn du mich fragst. So kommt man da her. Sehr gut. Den nehmen wir mit. Haben wir 3999 Orbs. Ja, da sparen wir jetzt noch auf 5000 hin. Also toll, man hätte da außen rumrennen können, ja gut. Da sparen wir jetzt einfach noch auf 5000 hin und verbessern wir dann noch mit unseren Waffen. Weil ich glaub, mehr Schaden ist mehr gut. Tatsächlich. Oh, da haben wir was. Botschaft eines Einwohners von Kira. Das große Wasserrad fiel unserem Rachedurst zum Opfer. Ohne das Aquädukt werden wir alle sterben. Ja, ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass ihr kein Wasser mehr habt. Was haben wir da? Die kastallische Quelle von Delphi führt nicht mehr bis zur Stadt. Diese Frau und ihr Kind sind verdurstet. Ja, ich hab mir schon fast gedacht. Diese Tür ist durch einen Einsturz blockiert. Die Zerstörung des Aquädukts hat den sicheren Weg zum Hafen abgeschnitten. Aha. Ja gut. Lass mir raten. Wir sind mal derjenige, der wo das wieder reparieren muss. Also die Kamera darf die fertig machen. Warum? Das ist in God of War völlig normaler so. Was ist in God of War normal? Ah, Fliege! Weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber meines Wissens nach ist das in God of War schon immer so gewesen. Botschaft eines Einwohners von Kira. Wir waren die Hüter des heiligen Pfads von Delphi. Jetzt sind wir nichts als Staub. Und das hast du noch als Staub schreiben können. Ja, toll. Offensichtlich. Ah ja, da war ja was. Das ist ein Flauschknädel! Da, tu mal her, Meinungsverstärker her, da. Da gehst her. Mehr Hundal verhauen, mehr gut.
Hey, aber da. Sie fix da. Scheiß Harpie. Ausgeflattert. Auch wieder irgendwas? Was ist das? So. Ach, dass ich da wieder aufkomme. Ah ja, okay. Ja, wir luren uns aber da noch um, das ist ja wohl sowieso klar. So, die ist auf jeden Fall... Die ist dicht, weil die schaut noch intakt aus. Aber da drin gibt's was. Ja, ja, da gibt's was. So, Geheimnis. Wo ist auch sonst, wenn kein Auge? Ja, das darf man halt nicht vergessen. Die klassischen Teile haben durchaus eher eine Jahre auf dem Buckel. Wie gesagt, von den klassischen Spielen ist ja das jetzt nur das Neueste. Ja, das ist 2013 erschienen. Das erste God of War, wann ist denn das gekommen? 2004 oder so? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Da ist eine kaputte Truhe. Oh, da ist er. Da rein, Apps. Oh, da sind zwei Geheimnisse. Und ein Hebe. Und zwei... Oh, lebt mir schon zwei Abtruhen. Das ist gut für uns. Okay, da ist jetzt das erste Rätsel. Oder das erste richtige Rätsel. Mal Obacht geben. So, jetzt müssen wir mal schauen. So, dann habe ich dere. Alles fit bei dir. Jetzt passt so Wacht. Wie ist jetzt das? Jetzt pass auf, wenn ich dort ziehe. Ah ja, dann kämen die Dinger aus. Okay. So, ich muss einmal da hinkommen. Das heißt, eigentlich war es nach Adam und Riese gescheiter. Jetzt mal so machen. Eigentlich war es gescheiter, wenn ich das zuerst ausziehe. Ach so, man muss von... Ah, Moment einmal, man muss von der anderen Seite auf. Man muss von der anderen Seite... Ah, ja, okay, dann muss ich das zuerst ausziehen. Logischerweise. Dann das. Und dann das. Okay, passt. Die Regel ist wieder voll, dann Prost. Ja, jetzt haben wir 5 Gorgonenaugen. 6, das haben wir schon ein bisschen eine Gesundheit jetzt auch. Ist zwar noch ein Total, aber besser als nix. Ja, den ist, da findet man jetzt die Phönixfeder. Okay, für was ist der Hebe? Ah, der kann dann alle ausziehen, oder was? Ja, nimm's halt dann! Okay, der ist für... wo ist jetzt die Kugel hingekommen? Die ist jetzt weg, oder was? Das war gelungen. Okay. Es hat so ausgeschaut, wie man da hinkommt. Schauen wir nochmal. Ach, die halt dann da steht, oder was? So weit. Ah, das ist praktisch der Zentralhebe. Ja, okay. Gut. Geheimnisse gelüftet. Regel kaputt machen. Oh.
ist eigentlich nicht der Plan. Guckt auf. So ist er brav. Oh! Merci dir, Soran. Dir natürlich auch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Wie geht's dir denn? Auch mit deinem versteinernden Blick. Aber eingeengt. Abwechselnd schnell L1 und R1 drücken in Kommen, okay. Ja, fein, Schuhe. Klappe. Erneuern Sie hiermit... Ah, so kann man Magie erneuern, okay. So, dann bei mir passt alles. Soweit alles fit. Ich hoffe, bei dir ist auch alles im grünen Bereich. Ja. So, was haben wir da? Da ist eine kaputte Truhe, meine ich, oder? Okay, diese Truhe ist alt und morsch. Na gut. Wenn dieser so ist, dann gehen wir weiter. Eine Gesundheitstruhe und eine Magie. Ja, das nehmen wir mal mit. Aber gut, die Magietruhe kann man theoretisch stehen lassen, weil wir haben ja sowieso voll. Vielleicht können wir da noch mal her. Mal wieder Schleuder. Ja, ja. Mistkäfer natürlich auch da, ist eh klar. Ersatz von da hinten können wir. Das ist auch wieder eine kaputte Truhe. Oha. Von allen Prophezeiungen verfolgt diese mich sogar in meinen Träumen. Was auch immer das heißt. Die ganze Wahrheit dieses Albtraums ist noch verborgen. Aletheia. Das Beidel. Ich sag jetzt einmal so, bis das einmal so weit ist, habt ihr es wahrscheinlich ohnehin vergessen. Aber diese Prophezeiung ist nicht unwichtig, ja? Also, was steht das da? Den Einsturz des Olymps. Mehr oder weniger, ja? Also, behalten wir uns das. Behalten das einmal, verstaut das einmal irgendwo in einer Schublade, wo drauf steht, wichtig in engerem Gehirn. Vielleicht müsst ihr die nochmal auskramen, ja? Die Zisterne. Das hört sich schon mal noch an, dass wir da Wasser herkriegen. Also wieder kaputte Truhe. Ja gut, okay. Und wieder haben Mistkäfer unterwegs. Logisch, sehr gut, das freut mich so dann. So, mal luren. Ah, da ist irgendwo so ein Nest. Das beseitigt man lieber mal, für alle Fälle. Ist da sonst noch irgendwo eins?
Ja, da ist noch eins. So, wir haben jetzt genügend Orbs, glaube ich, für Upgrade. Ja, 5000 brauchen wir, 5200 haben wir. Chaos kriegt neue Angriffe freigeschaltet. Geist des Herkules, Mut des Herkules, Aufstieg des Olymps. Das haben wir doch schon. Fallen der Helios. In der Luft holen. Ah, ja, perfekt. Perfekt, das hat sich sogar orientiert. Okay. Ja, hupfe dafür dann. Okay, oder auch nicht. So. Es ist ähnlich wie bei Donkey Kong, immer erst einmal zurück in die andere Richtung gehen. Sechs ist da. So. Ja, das Gebäude scheint sehr, sehr alt zu sein. Jesus, Maria. Geht einmal steil bergab. Also wie gesagt, ich muss echt nochmal erwähnen, für PS3-Spiel, natürlich ist es ein bisschen jetzt aufgehübscht durch PS Now, aber für damalige Verhältnisse, vor allem wie das Wasser halt ausschaut, also für damalige Grafikverhältnisse ist das richtig gut gemacht. Klar, aber man kennt es ja nichtsdestotrotz schon an, dass das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, so ist es jetzt natürlich nicht. Ich darf es richtig feiern, wenn die remaked werden, dann die ganzen Spiele. Also God of War 1, 2 und das oder. Das 3 ja nicht, weil das ist ja remastered worden. Nimm aber das Eis Poseidons und du wirst deinen Weg finden. Das Eis Poseidons. Once a Remaster kommt im Januar. Ernsthaft? Wait a minute, laut Steam? Laut Steam kommt das auf Steam, God of War. Ernsthaft? Also ich meine, der neueste Teil, der kommt auf Steam, das weiß ich. Der wird ja auf PC portiert. Aber also du redest jetzt schon von dem klassischen Teil, was es nur auf PlayStation 2 gegeben hat. Das wird... Oha. Also wenn das remastered wird, dann wissen wir, was wir im Januar zum tun haben, Freunde. Der Schildsenker, Knirschein, was ist denn mit euch? Alter. Alter, hätte ich gerne mal richtig auf den Sack mit ihren Schwertern. Alter, du kannst da keine Angriffssalven nicht mehr, weil die ständig einbremsen mit ihren scheiß Schwertern.
Aber ich stirb jetzt dabei, weil... Aber wie viele Gegner kommen denn da? Das ist ja Wahnsinn. Zupfte. Wow, auf den letzten Drücker, ey. Meine Fresse. Elementwechsel, Feuer und Eis, genau. Jetzt haben wir quasi schon 2 Elementwaffen. Das haben jetzt die Feuerklingen und die Eisklingen. Ich bin aber eher der Freund von Feuer, wenn es mich fragt. Keine Ahnung, was God of War kommt am 14. Januar. Ja, das ist wahrscheinlich der neueste Teil. Der kommt auf Steam tatsächlich, das stimmt. Der wird von von Sony Exclusive wird der auf Steam portiert. Gut, dann mal gleich. Oh ja, das ist gut. Mehr Gesundheit ist mehr gut. So. Da rennen wir natürlich auch erst einmal zurück. Okay, war offensichtlich umsonst, okay. Der haben ein wenig Schlangephon. Schlangephon ist gut. Mich würde mal interessieren, wer das alles in der griechischen Mythologie erbaut hat. Das war eigentlich mal eine interessante Frage. Gut. Also der Weg, also denken wir jetzt, der Fall ist klar, was wir da müssen. Wir müssen jetzt die anderen Stromdinger da noch, ja, ausschalten praktisch. Einer ist ja jetzt praktisch schon am Britzeln. Gehen aber noch 2 ab. Da gehen wir auch erst einmal in den Hund, weil da ist eine Geheimnistruhe. Phönixfeder Nummer 3, sehr gut. Na gut, nach oben rennen können wir gar nicht. Jetzt hätte ich schon gemeint. Oh, da haben wir was. Warte. Tagebucheintrag eines Orakelsuchenden. Wie gut es geschützt ist. Die Schlangen sind wild. Ich werde sie besiegen. Ich muss zum Orakel. Die Schlange ist ja nicht mehr lebendig. Die ist ja auch eine aus Holz. Da gehen wir erst mal nach rechts.
Wie viel kostet das Upgrade für die Flamme? 1000, ja, das nicht mehr. Ihr seht auch, die Waffe verändert sich optisch dann mit der Zeit. Oh, da haben wir einen Speer, das nehmen wir natürlich gern mit. Was ist denn das? Nun, jetzt das sparen wir uns jetzt einmal. Sitz. Da gehen wir auch eins weiter. Schon wieder Geheimnistruhe, sehr gut. Ich glaube, dass wir jetzt bis dahin tatsächlich sogar ziemlich alle Geheimnistruhen entdeckt haben. Ja, und da hinten sollten wir idealerweise hin. Der Turm zu Delphi. Oha! Ladies and Gentlemen, eine Chimäre. Ja, die kann was. Kannst du meinen Schwanz so schneiden? Aua! Alter, Schildeck, Nierscheim! Blinde Gans. Oh, da hast du ein Händel. Was hast du jetzt dann endlich? Was meinen? Ja, das klang aber noch nicht, oder? Ach, da haben 3 so Hebeln, jetzt sag ich es erst. Okay. Richtige Tabs für Death of a King. Ich verstehe die Frage nicht. Da weiß ich jetzt nicht, was du so machst damit. Ja, natürlich ist in der Schlange eine Öffnung drin, dass er ja einspringen kann. Okay. Okay, da unten geht's weiter. Gibt's da hinten irgendetwas? Sechstes da. Sonst? Nix, okay.
Nehmen wir mal Gesundheit auch mit. Ah, nein, brauchen wir nicht. Okay, sparen wir uns. Schlitterpartie. Der helfe ich schon mit dem Schädel. Haben überall so Harpien drin, oder? Ja, ich denke mal eh. Okay. Aber seit 2 Tagen dran, dass das Lied vom Amorphis so haben, wie sie das... Achso, für Rocksmith praktisch, oder was? Ja, das ist auch offensichtlich da. Achso, da geht's... Okay. Da geht's jetzt in was für Richtung? Okay, geht eh nur in eine, okay. Okay. Ich warte schon wieder auf ein Geheimnis auf der Spur gewinnen. Ja, hast ja Zeit. Bis heute Abend, schätze ich mal. Okay, da geht's weiter, aber die Schlangen... Okay. Wir gehen nicht weiter, okay. Der Kratos kann übrigens auch Spider-Man. Für den Fall, dass ihr es nicht gewusst habt. Ja, da ist Geheimnis drin. Ja, gleich haben wir das zweite Gesundheits-Upgrade. Weil wir gefühlt nur mit Gorgonenaugen zugeschissen werden. Aber gut, wollen wir uns ja nicht beschweren. Mehr Gesundheit ist mehr gut. Werden wir abgesehen davon sowieso brauchen. Das wird der perfekte Cliffhanger, das kann ich jetzt schon... Okay, da ein Geheimnistruhen hinten und ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Aber da kommt man wahrscheinlich noch mehr oben, hundertprozentig. Denen, die offenen Auges sind, biete ich den Blitz des Zeus. Schon wieder eine Verstärkung? What the fuck? Im Bauch des Pythons, ja gut, okay. Kratos goes Brit. Jetzt wird gebritzelt. Er steht unter Strom, der Typ. Blitz des Zeus. Elektrisieren Sie Gegner mit blendenden Schnellangriffen des Zeus. Gegner zu elektrisieren erzeugt blaue Orbs. Okay. Hirschgulasch! Wo gehst her?
Also schon, wenn man Gegner trennt, tut man sich wesentlich leichter. Dann stehen sie alle nicht so auf einen Haufen und können die nicht auszustaggern aus einer Combo. Ab vom Hof. So. Feuer, Eis und Elektrizität haben wir jetzt. Wie gesagt, ich bin eher der Freund vom Feuer. Ja? Mehr Feuer heißt mehr Wärme und mehr Wärme ist mir gut außer im Sommer. Dann nehme ich lieber Eis. So. Heilen und herrschen, Hans früher schon gesagt. Ja, genau. Ah, jetzt kommen wir auf die andere Seite. I see what you did there. Okay. Wie kommen wir da jetzt auf? Hallo? Ah. Ich mag da um. Ah, sehr gut. Wieder Geheimnisruhe. Phönixfeder. Gut, jetzt brauchen wir nur noch eine Phönixfeder und ein Gorgonenauge, dann kriegen wir jeweils wieder ein Update. Beziehungsweise bei der Phönixfeder war es ja das erste tatsächlich. Dann kriegen wir 2 Magieangriffe, wenn es pressiert. Wo da oben springen? Druck für einen Freund. Okay, nein, geht nicht. Ja gut, hätte ich auch können. Da haben wir Notiz. Tageeinbruch eines Orakelsuchenden. Das Orakel wird mir helfen. Es wird die Wahrheit erkennen und mir sagen, was zu tun ist. Das ist der Sinn von einem Orakel. Wenn wir da einmal zurück der Vollständigkeit halber. Okay, das ist so ein langer Weg, ja, ich wollte gerade sagen, da muss es irgendwas geben. Gesundheitsupgrade Nummer 2. Sehr gut. Ja, der Balken wächst. Wir haben schon wieder 3.500 Orbs. Wie schnell geht das bitte? Kann ich da Feuer jetzt aufwerten? Nur mal. Oh, perfekt. Feuer des Ares. Neue Angriffe freischalten. Inferno-Schlag. Und Inferno-Schlag in der Luft. Okay. Gut, Feuer ist ausgebaut. Brauchen wir nicht mehr. Dann können wir das nächstes. Da brauchen wir jetzt 12.500 Orbs. Ja, das wird sich ein wenig ziehen. Aber gut, das werden wir auch hinbringen. Gut, wieder Schlitterpartie. Ja gut, war ein kurzes Vergnügen. Okay, ich hätte jetzt gemeint, dass da auch wieder noch links weggeht. Aber scheinbar nicht. Es ist schon Zufall, dass alles genauso für ihn angeordnet ist, gell? Wie weit geht's denn da jetzt nur auf? Das ist ja ein Wahnsinn. Geht's da noch her? Okay. Hey, ihr merkt schon, ich bin immer am Luren, wo man Geheimnis finden kann. Aha. Okay, du geht's gleich mit massiv nach unten. Okay, ich habe einen Knopf versandt. Ich habe den Knopf versäumt. Fail. Shame on me. Das Leichten habe ich tatsächlich zu spät gesehen.
Gut, und schau, kaum außergerutscht, wird schon wieder gesplattert. Das ist perfekt einfach. Spiel Fußball mit dem Ding da. Da geht's her. Oh, mit Hund spiel auch Fußball. Da gehst her. Ab vom Hof. Bananenflanke. Ich höre die oben von der Luft, da geht's her. Ah, stirbst du jetzt einmal? Was ist denn mit dir? Schaut den erst. Da holt vielleicht etwas aus. Ach, da geht's da um mit an, oder was? Okay. Da geht's mal. Ja, gut, okay, da geht's nicht einer. Muss man uns selbst übersehen. Ist jetzt eigentlich schon eine zweite Schlange dran? Ich glaube nicht, gell? Okay, jetzt ist wahrscheinlich eine zweite Schlange dran. Also er hat schon Eier, so muss das kurz sein. Oh, leg mir mal, was ist das schon wieder? Die schöne Schlange. Also die zweite dockt jetzt praktisch an, oder wie sage ich das? Ah ja, okay. Und 3 brauchen wir. Okay, da ist jetzt Schlange Nummer 2. Sehr gut. Prost, Männer und Frauen. Ah ja. 3/4 Stromkreis haben wir schon. Ey, wo ist denn eigentlich die andere, die da hinten geschossen hat? Ist die eh schon wieder hier, oder was? Hä? Hä? Die ist hier. Scheinbar. Oh, Schlitterpartie, okay. Moment einmal, da geht's nach unten weg. Das kannst du mir nicht verzeihen. Das ist nicht umsonst. Okay, es ist umsonst. Das
ist eine Magietruhe und Gesundheitstruhe. Ja, dann nehmen wir Gesundheit. Haben wir zwar fast voll, aber warum eigentlich nicht? Tagebucheintrag eines Orakelsuchenden. Ich komme aus dem Land des Pharaos. Es ist so kalt hier. Wenn ich zurückkehre, ohne dort gewesen zu sein, ist das mein Tod. Die Frage ist, wie kommt der Ägypter nach Griechenland? Zu der Zeit. So, wie geht's jetzt da weiter? Ach, da hinten ist Schnee. Also was das es kann jetzt massiv gut gehen, es kann aber auch massiv in die Hosen gehen. Gerade noch so gut gegangen. Da geht's noch rechts, aber ohne Sinn. Okay, dann gehen wir nach oben. Schauen wir mal. Mit dem Boot. In der griechischen Mythologie. Da hast du ja im besten Fall, was weiß ich, 10. War ein weiter Weg, wenn du mich fragst. Yeah, Karussellfahren. Hui. Okay, da ist definitiv zurückgefahren, da geht nichts. Hüfern Fußball, beste Sportart. Zwecks der Fettverbrennung an Weihnachten. Hat noch nie geschaut. Was war denn das jetzt? Da gehst her. Immer schön am Zipfel packen. Was? Da soll ich. Knallfrisch haben wir auch da. Aua. Da. Hey, der ist nicht explodiert. Warum? Er stirbt! Geht doch. Kommt man da noch irgendwie auf? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da Geheimnis umgehen war. Geschwommen werden es nicht sein. Ja, das ist mir jetzt auch klar, weil da so keine Schwimmflügel nicht geben. Offensichtlich. Okay, nach unten geht's nicht, dann gehen wir nach oben. Ach, da kann... Oh, geil, ich kann da sogar weiterlaufen. Aha, Eishöhlen. Ah, da ist nicht umsonst so gesperrt. Hä? Hä? Was hätte denn da müssen? Ach, das hätte man, Moment, damit hätte man das zerschlagen müssen. Das hätte natürlich auch sein können. Hätte es mal so gemacht. Ja, das Spiel ist schon ein paar Jahre her. Verzeiht's mir meine Fels. Das hilft mir nicht. Ah ja, okay. Ey, mit Speerwerfer ist uncool. Da gibt's Hiebe aufs Getriebe. Merkt euch das. Versuch's gar nicht erst. Ah, ich sag wahnsinnig viel. Ah, ja, das ist ein Ablenkungsmanöver. Aber ohne mich.
Oha, das ist aber zeitlich sehr eng gestickt. Heilige Scheiße. Manchmal kann er Sekunden warten, aber gut. Na, nicht den. Den Medium. Gut. Oh, ich sag schon, da muss man laufen. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, Controller. Wollt bitte noch ein paar Minuten durch, haben wir es eh gleich. Oh, rutschige Angelegenheit. Was wir raten, es ist bestimmt auch wieder so ein Ableckungsmanöver. Ja, ich seh's schon. Oh, was eskaliert das jetzt so krass? Ja, toll. Möchte man nicht machen, aber man kann in God of War mal sterben. Immer aufs zweite Mal. Uäh. Aua. Wieder nicht, hält mich nicht. Ich denke mir gerade, warum nehme ich nicht öfter Magie her, wenn ich es eh so oft habe? Das ist bestimmt auch wieder ein Ablenkungsmanöver. Ja. 6 schon. Boah, das war aber extrem knapp hier. Leck mich am Arsch. Okay, die dritte Schlange ist anscheinend da. Sehr gut. First. First 3. Okay, dritter Stromkreis ist auch. Das heißt, da kann man jetzt theoretisch in den Tempel gehen. Aber warum habe ich so das dumpfe Gefühl, dass wir mir jetzt so gleich nochmal irgendein Viech bekämpfen müssen? Das geht ja zweifelsfrei nicht ohne. Das war jetzt so zu einfach schon wieder für God of War Verhältnisse. So. Kann man da jetzt zurückrennen und... Nein, kann man nicht. Natürlich kann man nicht zurückrennen. Noch vorne auch nicht. Ja.
Ja gut, dann halt nicht. Alle ab. Jetzt haben wir ja theoretisch... Ah ja genau, da blitzt was, seht ihr es? Ich wollte gerade sagen, wir haben ja jetzt tief... Nein, wir haben ja nicht so... warum ist das Feuer noch nicht da gelegen? Was haben wir da? Nix. Es hat blinkt und da ist einfach nix. Okay. Gut, vielleicht ist dieser Gegenstand damals gewesen, den wir irgendwie ausgepatcht haben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das haben wir jetzt schon zwei oder drei Mal gehabt, glaube ich. Ich sag's irgendwie, es ist, da kommt jetzt bestimmt nur ein Gegner. Das kannst du mir nicht verzeihen, dass das jetzt einfach so dahin geht. Gut, die Kisten haben uns ja vorher aufgekommen, da haben wir jetzt keine mehr, weil die haben wir vorher schon angestaubt. Sehr gut. Brauchen wir Gesundheit? Ja, nehmen wir mal mit. Da hinten ist wahrscheinlich auch nichts mehr, oder? Richtig. Gut, dann Aufwerfenturm. Oh, Bossgegner, okay. Oh, da ist jemand. Wo kommt denn der jetzt her? Diesmal werden meine Gaben dem Orakel gefallen. Ich weiß es. Nein. 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 3 Äpfel, ja toll. Meine Gaben. Sie muss sie alle bekommen. Wo kommt denn der eigentlich her? Einfach reichen. Ja, es war so klar. Bitte, so hilft mir doch jemand! Ja gut, okay. Der hat's hinter sich. Der braucht kein Orakel nicht mehr. Ja, toll. Das ist jetzt der Papa von die, wo sind das überhaupt? Wyvern oder was? Der Flugskorpion. Aua. Kannst du mir runterkommen da? Den Angriff kann man nicht mehr blocken, lol. Hä? Sind wir... Aber wir sehen den Angreifer, der ist so ständig in der Luft. Boah, ja, der flattern auf über ihn, aber die, boah. Hoffentlich schneidet der am Fliegel ab. Gerade hast du am Ohren gefallen und schneide am Fliegel ab. Ja, guter Mann. Ab damit. Du hast sie ausgeflattert, mein Freund. Jetzt bist du bei mir rund. Kriegt so eine auf die Nuss. Oder ich.
Also, das speibt der Eier auch noch, ja toll. Oh, die schießt dir ins Gesicht, deine eigenen Kinder. Du gehst her. Ja, mit dem Baby. Mehr Baby ins Gesicht schießen ist mehr gut. Da geh her. Wildweinfußball. Freunde, hab ich vorher schon gesagt. Ideal zur Fettverbrennung. Ich weiß zwar nicht, wo man heutzutage so einen Wildwein herkriegt, aber... Da, Baby ins... Ah, gut, der ist ins Gesicht gegangen. Gut. Da, Ende. Nicht du, ich brauch den anderen, ich brauch deinen Vorderen. Gehst du auch noch her? Da, oben im Schwanz, da hier geht's. Da, jetzt bist du fällig. Pfeifst du schon aus dem letzten Loch. Den Schwanz kannst du behalten. Ein ins Gesicht, da gehst her. Herrgott Seele. Warum immer so stressig? Warum immer so stressig ist die Frage. So. Und was passiert da jetzt genau? Ah, okay. Also die 3 Schlangen ziehen jetzt den ganzen Tempel. Okay. Ah, der fährt jetzt sein... Ah! Coole Nummer auf jeden Fall. So, Freunde. Was uns in den Tempel erwartet... Ich sehe es ja nicht, wenn es speichert, weil ich ja davor sitze. Das habe ich ja bewusst so gemacht. Was wir in dem Tempel finden, sehen und was uns da erwartet, das erfahren wir heute nicht mehr. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Ja? Erster Stream mit God of War, was hält man davon? Gebt mir Feedback. Also, ihr habt es ja vorher schon gesagt, das hat da sehr addicted dazu, aber was, bis zu dem Punkt jetzt, wie gefällt es euch? Ist... Gerade an die Neulinge richtet sich jetzt die Frage. Ja? Was hält man von God of War? God of War gut? God of War nicht so gut? God of War weiß ich noch nicht so. Wie schaut's aus? Haut's mal in die Tasten. War wieder ein geiler Stream, danke dafür. Mein Freund, ich habe zu danken, deswegen ist dem Wahnsinn überhaupt Advents an Heiligabend. Ja? Also es braucht sich ja mal schon mal gleich überhaupt nicht bedanken. Wenn, dann muss mich ich bedanken. Dass das einmal gleich klar ist. Ja? Hoffentlich ist dann damit die Frage geklärt. So. Also ich muss sagen, ich hab Bock auf God of War. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Ich hab jetzt die ganze Woche über eigentlich wirklich auf den God of War Stream gefreut, tatsächlich. Vor allem, weil es mir wieder erfrischend ist, das Spiel nach so langer Zeit wieder zum Spielen. Ich hab das Spiel 1 oder 2 Mal durchgespielt, damals, nicht öfter.
Und von daher, nicht zum Sagen, wieder mal überrascht zu werden. Ich weiß sehr viel von dem Spiel an und für sich, wann, wo, was für Gegner kommt, weiß ich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Ich weiß die Handlung natürlich nur ein wenig, ich weiß auch am Ende, wie es ein wenig ausgeht, aber ja, gut. Von mir aus können wir die anderen Teile auch durchhauen. Okay, ja, das lassen wir uns natürlich selbstverständlich offen, diese Möglichkeit. Wenn God of War bei euch so gut ankommt, dass man sagt, hey, wir hätten Lust auf mehr, dann spielen wir natürlich Teil 1, 2 und 3 auch noch. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wann der neueste Teil rauskommt. Ich glaube auf jeden, dass der nächstes Jahr noch nicht kommt. Und wenn, dann erst sehr, sehr spät. Also God of War Ragnarok, das kommt wahrscheinlich, also vermute mal, wenn dann erst November, Dezember nächsten Jahres, wenn nicht sogar erst 2023. Es ist die Fortsetzung dann praktisch von dem neuesten Teil aktuell. Eventuell spielen wir auch den dann nur mal. Den habe ich auch erst einmal durchgespielt. Aber jetzt verbleiben wir erst einmal bei God of War Ascension, ja. Wir haben ein gutes Stückchen vorangekommen. Also ich sage jetzt einmal, wie lange haben wir jetzt online? Ungefähr 3 Stunden, oder? Nicht ganz. Wo haben wir den Twitch-Atten? Da war die vor meiner Nosen. Also ungefähr 3 Stunden von denen, wo wir jetzt ungefähr 2,5 Stunden gezockt haben. Zum Zuschauen voll cool, zum Einpennen nebenbei hilft's. PS Now Stream funkt also. Ja, da bin ich tatsächlich sehr, sehr überrascht. Also es hat keine Ruckler nicht gegeben, oder halt nur, ich glaube 1 oder 2, die haben minimal gewesen. Und vor allem, was mich wundert, dass ich grafisch nicht eingebrochen bin, weil je nachdem, wie das grafisch ausschaut, hängt von meiner Internetleistung ab. Ja. Das müsst ihr aber jetzt im Hinterkopf behalten. Ich habe da nebenbei mein eigener Stream verdeckt laufen, damit ich halt einfach immer mal kontrollieren kann, wie schaue ich denn aus. Und da ist mir nicht einmal aufgefallen, dass ich jetzt grafisch irgendwie brutal eingebrochen war. Auch vom Speicher. Es war nie irgendwie brutal verpixelt oder sonst was, habe ich in der Vergangenheit einmal gehabt. Also da bin ich wirklich, da klopfe ich jetzt einmal auf Holz, dass das wirklich so gut funktioniert hat. Ja. Von daher. Du sollst by the way nicht bei meinem Stream einschlafen. Was ist denn überhaupt mit dir? So langweilig wäre ja den erst nicht sein. Zeit rennt, dass ich nicht. Mr. Boxer, der Satz ist aber Zeit rennt, dass ich nicht normal Ausrufezeichen könnte nochmal so lange. Also du kannst ja jetzt die gleichen 3 Stunden nur, also nochmal 3 Stunden Stream geben. Ja, gut, ich weiß nicht, ob es ich nur mehr kann, weil ich glaube, mir das dann jetzt irgendwann einmal der Arsch weh. Aber ich denke mal, für einen Heiligen Abend-Stream mit Blut und Splatter, meine, haben wir bedient. Ja? Also wie gesagt, ich glaube, dass ich das, was ich an Brutalität versprochen habe, meine, war nicht gelungen. Ja? Vor allem für die God of War Neulinge. Ja. Sam Crowwife schreibt, es ist schön zum Zuschauen. Das ist okay, Lob genug, passt. Ist ausgeschmatzt, dann spielen wir God of War auf jeden Fall weiter. Das ist nicht. Ja, jetzt macht der Satz einen Sinn. Ich bin total fertig und seit 11 Uhr in die Decken eingewickelt. Ach du Scheiße, du hast ja den perfekten Tag ausgesucht für den Schmarrn. Dann hoffe ich, dass der schnell wieder gut geht und dass du bald wieder auf die Füße bist. Das hoffen wir mal ganz schnell. Ja? So, Leute. An der Stelle sage ich gleich mal grundsätzlich vorweg ein ganz, ganz dickes, fettes Merci und da geht ein ganz dickes, fettes Bauchnobelbusse an den Gole aus für den krassen Support heute. Also ich weiß nicht, warum es so eskaliert ist am Anfang. Das ist mehr als, also 1000-mal zu viel eigentlich, ja. Es freut mich narrisch, dass es da hinter mir steht oder dass es hinter dem steht, was ich mache. Ja. Ich meine, es ist, wenn man als Streamer halt, als Borischer halt neu anfängt, von null auf, was sich da jetzt im Laufe der letzten Wochen da so gebildet hat. Es ist eine Grundcommunity, es ist jetzt mehr familiärer geworden. Das ist absoluter Jackpot für mich. Ja. Es kann jetzt von mir aus, wegen meiner bleibt es jetzt genauso. Ich brauche jetzt keinen Follower nicht mehr, ich brauche jetzt keinen Subscriber mehr. Wenn jetzt alles so bleibt auf den Stand, wie es jetzt ist, Top, sage ich irgendwie, wie es ist. Das hätte man vor 3 Monaten war ein wenig kurz, aber das hätte man im Mai, wo ich angefangen habe, nie vorgestellt, dass das einmal so wird. Ja? Jetzt mal unabhängig davon, dass heute ein paar Narische da ein wenig eskaliert haben, um das geht es jetzt gar nicht. Geht einfach um das, dass jetzt einfach eine Stammzuschauerschaft von unterschiedlichsten Communities einfach sich da zusammengefunden hat, die wo immer wieder reinschauen, die wo immer wieder zuschauen, die wo immer wieder mal einen Senf dazugeben. Das freut mich einfach sowas. Ja? Das sei jetzt einfach mal ein großes Lob und wie gesagt ein dickes Danke an den Oli. Auch für die Leute, die vielleicht halt nicht zugeschaut haben, an die richtet sich das genauso. Ich werde da vielleicht noch, das heißt vielleicht, ich werde relativ sicher da noch was in Discord reinschreiben.
Weil das gehört an der Stelle halt einfach auch mal gesagt. Ja? Das muss man halt einfach einmal, muss man auch eng wirklich einmal zugute halten. Ja? Es nimmt sich schließlich auch irgendwo Zeit dafür und schaut sich den Blödsinn an, den was ich da vertreibe. Ja? Dir und alle da drin ein schönes Fest, frisst euch voll und genießt die Ruhe. Der Stress geht früh nur wieder an. Bussi aufs Nussi, haut euch rein. Mrs. Samcrowife, besser hätte ich es jetzt abschließend gar nicht sagen können. Ja? Genauso ist es nämlich, Leute. An der Stelle wünsche ich natürlich von meiner Seite auch nochmal ein sehr, sehr frohes und sehr, sehr besinnliches Weihnachtsfest. Ja? Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Essen ist natürlich nie verkehrt, weil mehr Essen ist schließlich mehr gut. Einfach Feiertage ein wenig genießen, ein wenig runterkommen. Es geht wie die Wifi sagt, es geht schnell nur wieder an mit der Arbeit, mit dem Alltagsstress und hin und her. Also nehmen wir uns einmal ein paar Stunden Zeit und fahren wir mal ein wenig runter. Genießen wir mal die Zeit mit der Familie und mit Freunden und was weiß der Teufel mit was alles. Ja? Wie wir streamtechnisch weiter tun, da schreibe ich zeitlich noch was ins Discord. Es wird wahrscheinlich der Dienstag werden, weil Montag wird es zeitlich nicht ausgehen. Aber wie gesagt, da sage ich frühzeitig was dazu. Morgen und am Sonntag ist nichts. Ja, da ist Feiertagsruhe. Da wird auf meinem Twitch-Kanal nichts stattfinden. Vielleicht bin ich mal bei dem einen oder anderen Twitch-Stream drin. Das kann durchaus möglich sein. Aber morgen und Sonntag, also sprich 25., 26. ist Twitch-Ruhe. Ja, da wird nichts stattfinden. Voraussichtlich, also sicher weitergeht uns am Dienstag, eventuell am Montag. Ja. Was und wann und wie, schreibe ins Discord rein, ja, bei Zeiten. Gut. Ansonsten, merci fürs Zuschauen. Nochmal merci für den kranken Support heute. Hat mich narrisch gefreut, dass du da warst. Mir gefreut es, dass in God of War gefällt. Jetzt schaue ich mal schnell, ob irgendwer online ist. Ich glaube es aber fast nicht. Also müssen wir mal schauen. Weil wer ist schon so narrisch und streamt an Heiligabend? Außer ich. Jetzt passt so Wacht. Ich höre mich selber. Hilfe. Nein, ich mag mich nicht selber hören. So. Wir sind alle gern bei dir, weil du authentisch und sympathisch bist. Hast das definitiv verdient. Das ist sehr, wenn ich sowas her, das ist das größte Lob, was du mir als Zuschauer machen kannst. Vielen Dank dafür. Ja. Ich habe auch wahnsinnig Spaß dabei, muss man auch wirklich sagen dazu. Ja Leute, ich weiß nicht, wo ich einen Key raten soll. Es ist nicht online. Ich kann euch nicht helfen. Ich weiß nicht, wo ich einen Key raten soll. Aus meiner Community ist überhaupt nicht online. Da müssen wir halt fast ohne Raid auskennen. Man kann sich damit leben. Außer es hat etwa spontan irgendjemand einen Vorschlag. Wenn nicht, dann hilft es halt nicht. Dann muss ich leider halt ohne Content Creator verlassen. Aber ich glaube, das darf man auch überleben, oder? Darf man das überleben? Ich glaube schon. Anyways. Gut. Ja, dann machen wir es. Ich mache einen Impfschlafstream. Machen wir es so, heute machen wir mal ohne Raid, weil offensichtlich kein Mensch nicht da ist und das ist auch voll in Ordnung. Also, Leute, nochmal vielen lieben herzlichen Dank für alles, was heute passiert ist. Fürs Zuschauen, fürs Chatten, für die Meinungen und was weiß der Teufel noch was alles. Wir sehen uns spätestens am Dienstag wieder. Nochmal schöne Weihnachten an den alle. Grüße gehen an alle von euch aussehen, auch an die Nicht-Anwesenden. Haut euch eine. Viert euch, bis spätestens Dienstag. Aber ich bin für heute raus.